Maronus, bitte sag mir, dass du es bist. Das kannst nur du sein. Das kannst nur du sein, Maronus! Juhu, so treffen wir uns wieder! Wir müssen zurück zum Walter Crocs, aber haben wir verlaufen. Ich habe die Leute im Stall sagen, dass wir hier in Ranell sind. Juhu, da muss der Walter Crocs ja noch weiter nördlich von hier sein, hm? Nun, da ich schon mal einmal hier bin, kann ich auch etwas lang mich ausruhen. Walter Crocs nördlich, okay. Oh, warte mal. Dieser Geruch. Ich will da Crocs-Samen. Du hast Crocs-Samen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir Crocs-Samen gibst, kannst du dank deinen Taschen. Waffentasche, bitte. Ja, mach das. Endlich. Dam, da, da. Eine größere Waffentasche. Oho. Müssen wir noch eine Tasche größer machen? Bitte nochmal eine Waffentasche. Ja, gerne, ich habe genug davon. Dann lass uns loslegen. Es wird noch besser. Yeah, noch mehr Platz. Haben wir eine größere Waffentasche. Oh, müssen wir noch eine Tasche größer machen? Der ist eigentlich nicht so wichtig. Ich habe genug Schilde, die brechen sowieso nicht so schnell. Bögen. Ja, sind meistens irgendwie die gleichen. Nochmal eine Waffentasche gerne. Oh, jetzt will es langsam ein bisschen viel haben, wa? Was ich mich gerade frage, warum wird durch deinen seltsamen Tanz meine Tasche größer? Wieso frage ich mich das erst jetzt? Meine Waffentasche nicht, ich glaube, das reicht momentan. Die Schildtasche kann sicher auch nicht schaden. Ich glaube auch künftig noch ein paar spezielle Schilde und so. Ja, sehr schön. Danke. Meine größere Schildtasche. Wenn ich noch eine Tasche größer mache. Bogen. Mach mir alles größer, Maronus, ja. Alles größer. Denn größer ist besser. So, Platz für einen Bogen mehr. Sehr schön. Oho. Oho. Was jetzt? Oho. Oho. Ich erinnere mich wieder an den Weg zurück zum Walter Crocs. Jetzt langsam mal zurück. Großvater wartet sicher schon. Großvater? Wie sieht denn der aus? Dann eine Hilfe mit den Crocs-Samen, weil wir bestimmt den Walter Crocs. Suchen wir doch mal. Können wir noch etwas upgraden? Vielen Dank, Mann. Diesmal finden wir bestimmt zum Walter Crocs zurück. Besuchen wir mal dort. Ja, super. Irgendwo im Norden. Na gut, hier kann es nicht sein. Da ist ja der Berg. Da scheint es irgendwie wohl Lava zu sein. Das sieht nach einem Wald aus, aber der ist ja weit weg. Brenn nochmal die Markierung. Schönes Blattsymbol. So, hier ist Brown. Ja, alles klar. Was sonst noch irgendwas markiert in der Nähe? Sternsymbol, Sternsymbol. Ja. Da war auch jetzt nicht mehr. Na, da ist mal rein Schrein. Zapf ein weiteres Upgrade. Für noch ein bisschen mehr Energie. Der Breacher hat mich beinahe gekillt. Mal schauen. Das war gerade ein bisschen viel für 30 Minuten, ne? Alter, Blitzschlag zuerst total gegrillt und ich habe einen Donnerhelm geholt, ey. Alter Schwede, weil die kann man so früh hin, Donnerhelm. Naja, dann jetzt Maronus und alles mögliche. Echt geil.
Willkommen, Pilger, mein Name ist Kaya Miwa, im Namen der Göttin soll sie geprüft werden. Beschirmendes Wasser. Ja, war mir nicht klar. Dass wir irgendwie an einem Wassergebiet sind. Strom war hier nicht so klug. Gut, ihr könnt... Wohl. Ich habe eigentlich das Eis, wer kann ich irgendwie sagen? Einfrieren? Geht so nicht. Strom ist sicher nicht so klug. Habe ich hier unten irgendetwas? Nee. Da kann ich tun oder so etwas. Da kann man sicher nicht so ohne weiteres durch. Stasis bringt hier natürlich sowieso nichts. Das Kryomodul. Dann komme ich so darüber, okay. So, mal ein bisschen... Okay, bringt so nix. Strömung ist ein bisschen zu stark und ich habe zu wenig Ausdauer. Ah, mehr Ausdauer wird doch langsam mal ganz praktisch. Wenn ich trotzdem ständig drauf gehe. So. Nein! Oh, Mist. Bin ich ein Idiot? Wie kann ich das denn vergessen, ey? Nur der Dreierregel. Also nochmal von vorne. Ja. Das ist ein bisschen zu weit. So. Upp. Jupp. So, oben bin ich schon mal. Dann jetzt hier. Ja, dann ist doch eigentlich relativ... Oh, das klappt wirklich auch. So. Auch ernsthaft, du schon wieder? Ich konnte war eigentlich nicht so das Problem. Einen kleinen kann jetzt, meinen großen nicht. Hä? Kapier das nicht. Der Zeitpunkt ist eigentlich immer der gleiche. So, schönes kühle Nass ist... Und gerade noch etwas. Hopp. Warum? So bist du jetzt da nach hinten geflogen, das gibt gar keinen Sinn. Ah, cooler Reaktorkern. Upp. So. Auch wieder mitgenommen. Jetzt muss er mal schauen. Ich muss sicher hier hoch. Okay. Ach, da wird echt Zeit hier mit den Ausdauer ein bisschen zu regeln. Blitzschung natürlich sehr gefährlich, aber jetzt weiß er mit dem Donnerhelm, dass der da wahre Wunder vollbringt und ja. Für ihn habe ich auch noch. Ich da auch ein bisschen mehr auf Ausdauer setze. Schon dabei bin ich, frage mich gerade mit dem Wächterschild. Der soll dir automatisch blocken. Muss ich mal testen. Ja, komm, mal kommt das nächste Boot. Ja. Ja, das klappt ja echt geil. Was war das für ein Schein? Du bist doch... Wir haben uns auf die Wärter konzentriert. Oder ja, Mini-Wächter. Oh. So. Ja, Items sind zwar flöten, aber ist eigentlich auch egal. Hopp. Da bin ich. War cool, oder?
Du hast eine Prüfung gemeistert und deshalb bist du der auserwählte Held. Höre immer wieder. Und immer wieder gerne. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht ja ein Zeichen, eine Bewährung. Ja, mach mal. Mein Dienst erfüllt, mir die Götten dir beistehen. Was soll sie auch sonst tun? Ich überlege gerade Ausdauer, Herzen so, aber Ausdauer, aber auch halt 5 in komplette Anzeige. Sprich 5 Herzen anstelle davon. Ja, die Ausdauer kann ich mir im Prinzip ja auch durch Ausdauertränke erhöhen. Ist Monus eigentlich noch da? Oder. Ne, der ist weg, okay. Er ist unterwegs im Norden. Na, so normal. Wohlan, seid ihr ein Reisender? Ja. Ihr sollt es hören. Hör mal meine Worte. Was denn? Das legendäre Schwert. Geil. Seid ihr bereit von Neid zu erblassen? Sie habt zumindest schon mal davon gehört, oder? Ihr wisst schon vom legendären Schwert, das nur der auserwählte Held zu führen vermag. Ja, ich hab's vor 100 Jahren geführt. Sein Name lautet Brandschwert. Nee. Masterschwert. Nur so ähnlich. Irgendwas im Brand oder Brandinfall. So, und jetzt muss ich weiter üben. Brandschwert? Ja gut, ein Brandschwert kann ich schauen, wo soll das sein? Ein Brandschwert klingt nicht schlecht, aber ja, wo sollen? Warte mal, was machst du denn hier? Das Schloss wurde zwar vor 100 Jahren zerstört, aber seine Würde hat es auch in diesem Zustand nicht verloren. Ist zerstört, da ist doch noch. Ja, sieht man sich wieder, bist du auch auf der Reise? Was in allen Ecken von Hyrule, das kann dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Ne, will so ein Bild zeigen? Klar. Kennst du vielleicht, eins davon? Dieses Bild zeigt einen Wald. Aber so eine Landschaft schon einmal gesehen. Was könnte der Wald im Süden von hier sein? Der Wald nordöstlich des bodenlosen Sumpfes? Ich hätte seine Umgebung gesehen. Nordöstlich des bodenlosen Sumpfes. Da können wir jetzt gar nicht weiter, Kumpel. Das wird doch kaum ein Sumpf sein. Hä? Wohl, es sieht aus wie ein Wald. Bodenloser Sumpf. Habe ich irgendwo einen bodenlosen Sumpf schon auf meiner Karte? Na komm, Schickerstein, du kennst es doch. Kannst du doch erstmal hier den Turm aktivieren. Was macht ihr jetzt hier? Was mache ich nur? Ich bin so wasserscheu. Oh, Verzeihung, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Weswegen denn? Eigentlich will ich es niemandem erzählen, aber also merkt, dass das auf dem Grund des Flusses liegt. Wenn ich recht habe, ist es eine Schatztruhe der Form nach zu urteilen. Wow, das könnte natürlich jeder sagen. Da machen wir wohl ein besonderes Gerät für, denke ich. Was meinst du? Eine Truhe ist, da kann ich kaum schlafen. Ach. Könntest ja mit dem Boot rausfahren und mit dem Kran das Ganze anheben. Oder überlässt es einfach mir. Aha. Doof. So. Na, zufrieden? Na so, unglaublich, einfach unglaublich. Schnell auf den Ton und holen ihn halt raus. Okay, mach mal. Bin gespannt. Ein Ritterschwert. Auch nicht schlecht. Aber du hast es echt drauf. Und stimmt ja. Das war jetzt in der Schatztruhe. Ein Schatz. Ein ganz toller und wertvoller. Ach Menno, jetzt bin ich total gefrustet. Wenn wir in diese Tour gekommen wären, wäre jetzt Stein rein, dann würden wir uns irgendwie reißen. Voll Ruhe, danke. Ja. Ich habe eigentlich zu danken. So, jetzt haben wir einen Ex-Boomerang nicht mehr, sowieso viel zu schwach. Kann man das ausrüsten? Ja, da haben wir noch viel Platz für all das. Sehr schön. So, Dalmatine soll es auch hier sein. Dalmatine? Also aber Zimmer verändert. Nee, ist nicht Dalmatine.
So. Ein bisschen kochen kann jetzt echt nicht schaden. Die Frage ist nur, Moment mal ganz kurz, ich brauche Spur, aber da haben wir es einfach mal so gemacht. Ich brauche eigentlich normale Dinge zum Auffüllen. Ich glaube, Kühlung und Hitze brauche ich hier eher weniger. Ja, Kühlung vielleicht dann wieder in Nähe des Vulkans, aber hier gerade braucht das natürlich eher weniger. Maxi. Hm. Als Kochzutat, okay. Mit ein bisschen Huhn. Maxi Fleischspieß. Nicht schlecht. Muss ich noch besser machen können, aber egal. Was haben wir jetzt hier noch? Frostling. Nee, Frostling war gerade nicht. Palmfrucht. Ja, ein bisschen Zusatzeffekt. Ich habe noch ein bisschen was für die Ausdauer. Maxi Kochobst, ja, bringt immer voller Herzen. Ist gar nicht mal so schlecht, ein bisschen was Maxi zu haben. So, da ist sowieso der Maxi über Maxi. Der Maxi Blue sozusagen. Aber egal, dann mal eine Maxi rüber. Die bringt ja auch relativ viel, wenn ich die noch ein bisschen besonderen Zutaten, also mit der Abwehr. So, auch nicht schlecht, aber so ein bisschen was. Ein Pet, wenn es mich erwischen sollte. Ja, gar mal so schlecht. Was kann ich jetzt noch alles machen? Maxi Trüffel ist zwar auch gut. Ich hätte noch ein bisschen gerne was gegen die Ausdauer oder für die Ausdauer wohl eher. Fehlen 4 Stück, muss reichen. Maxi Echsen, also das gleiche, aber nicht irgendwie. Die Wüstennitzertrotz, ne? Ich bin ja nicht mehr in der Wüste. Brauche ich zurzeit nicht irgendwie noch was für. Hallo, Ausdauer? Hat er was für die Ausdauer? Vielleicht doch eher weniger. Nee, schleichen auch nicht. Hä, wo ist denn das? Materialien, ja, schön und gut. Geschwindigkeit erhöhen bringt mir gerade nicht viel. Und nicht nur für die Ausdauer, interessant. Merkst du, warum er sitzt. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber etwas Normales. Wieder weniger normal. Für ein bisschen normale Energie mehr. No. Ist doch auch ganz gut. So. Dann das ist mein bester Kumpel Terry ist. Das wäre kein toller Kunde, Mann. Und du bist auch überall. Ein Geschenk. Woher hast du das? Fantastisch, oder? Bis wenn man das Augenschwert damit trifft. Dann ist Robello, wenn ich weiter Norden von. Ja, toll. Ja, da muss ich wohl nicht hin. Kleidung und solche Sachen eher. Das stellt sogar Pfeile her? Wenn Sie mal mit ihm reden müssen, tja. Also, was sind denn gerne? Oder möchtest du etwas naja, ich möchte gerne etwas kaufen. Die Frage ist bloß, was? Mit der Medizin gegen Hitze. Moment mal. Ich brauche zwar Hitze. Ich brauche doch irgendwie Hitze für diesen einen Ausdauertest. Witkröte, hätten wir das auch noch. Temposteiger, nee, eher weniger. Holzpfeil, Holzhammer 5, Uran 1. Hab zwar eigentlich genug Pfeile. Hab genug Pfeile. Nee, lass mal. Das hoffe ich auch. Packt erstmal einen antiken Pfeil aus, glaub's nicht. Hab ich noch irgendwas gesehen? Ein normaler Holzfäller-Axt. Brauche
Ach, eigentlich nicht. Ich habe sogar eine Meisteraxt. Allerdings Stein abzubauen. Könnte ich noch was gebrauchen. Aber hier irgendwo einen Hammer. Jetzt kein Hammer. Schade. Wollt ihr noch was? Hallo? Ui! Och nö, noch ein Moment, noch ein Mann. Man trifft eben nur Männer. Pff, da geht's in den Gerudo, wenn du Frauen willst. Ein doofer Stall voller Männer. Letztens kam ein Zura. Dachte ich, aber es war irgendwie so ein Prinz. Und natürlich wieder ein Mann. Nur Satori gibt mir Trost. Satori? Ist ein langes Schild, willst du sie hören? Ja, lass mal hören. Dann fange ich mal an. Hast du von dem seltsamen Berg gehört, an dem Tiere nur zu einer bestimmten Zeit erscheinen? Nee. Einen Weg gemacht. Die Jagen immer so eine goldene Nase verdienen. Wie geht's weiter? Es geht zum Berg und warte darauf, dass die ganzen Tiere erscheinen. Und dann kommt dieser schmutzige Köter eigentlich noch ein Welper. Vielleicht wird er von einem Rudel getrennt oder von seinem Besitz ausgesetzt, keine Ahnung. Jedenfalls bettelt er mich um Futter an. Das habe ich ihm halt was gegeben. Ist schön. Dann sage ich mir nachts eingenickt. Tja, als ich aufgewacht bin, steht dieses leuchtende Ding vor mir. Ich mach kalt erwischt, ich kann nicht mal meinen Bogen ziehen. Ich hab's einfach nur angeglotzt. Das Ding kam näher. Als wollte es mich einfach zertrampeln. Da springt plötzlich der Welpe, den ich gefüttert hatte, zwischen uns. Er bildet dieses Ding an, das sicher zehnmal so groß war wie er. Er wollte mich beschützen. Obwohl er selber gezittert hat wie Espenlaub. Und dann? Das Ding zuckte überraschend zurück. Ich greife mir den Welpen und renne Hals über Kopf den Berg runter. Klingt eleganter als es war. Das ist meine Geschichte. Der seltsame Berg ist der Satori-Berg im Westen des inneren Hyrule. Und der Welpe von damals ist mein Hund Satori hier. Und gehen sucht das Ding. Okay. Inneren von Hyrule. Meint ihr das Ding davon, was ich schon mal gesehen habe? Das irgendwie so seltsam aussah. Hier ist natürlich nicht mehr. Was ist da vorne noch? Eine Feuerstelle auf einem einsamen Berg. Klingt nach einer Falle. Naja. So, hat sie noch irgendwas Besonderes? Nee. Besen braucht auch nicht. Hallo. Da sieht man sich wieder, wenn wir noch gesund und munter sind, wa? Übrigens, in jeder des Stalls findet sich ein Schrein. Der Meister war Hofbauer der Königsfamilie und außerdem gehört er dem Stamm der Shikan. Er hat das große Wissen über vergangene Zivilisationen und erforschte gemeinsam mit der Prinzessin alte Ruinen. Er wirkte immer sehr glücklich, wenn er von diesen Zeiten sprach. Verzeih, ich bin schon wieder ins Reden gekommen. Ich soll mich besser meiner Kunst widmen. Nee, ich hab's schon oft genug gehört, ich kann's nicht mehr hören, ey. Davon zu hören, wie es vor 10.000 Jahren unser Vorgänger problemlos gelang, Ganon zu bezwingen und ich hab so versagt. Nee, danke. Kleiner? Was ist los? Meine Brüder Israel volieren mir den ganzen Tag und ich muss mich um die Erklärungen kümmern. Erklärungen? Ja. Das ist Kapitel 4, Absatz 9, der Stallübereinkunft so geregelt. Jeder Stall muss jederzeit in der Lage sein, Reisenerklärungen zu seiner Region zu geben. Was darf ich das machen, während sie faulenzen? Nö, dann muss es ja auch machen. Ich bin hier im Stall der Sümpfe, der Einzige mit der nötigen Qualifikation. Da will ich meiner Pflicht mal nachkommen. Bitte was mit der besonderen Region erklären. Was im Osten? Was ist auf Azoras? Das war so ziemlich. Okay, nehmen wir was im Westen? Schloss Hyrule. Sogenannten Oststollen. Okay. Nach nutzbar ist. Was im Norden? Er tut es Berg und noch so andere Sachen, das war's. Alles klar. Was im Süden? Hat doch einen Stall am Fluss, hä? Ja, du bist ein witziger. Stall am Fluss. Was nicht der, wo schon war? Egal. So, jetzt haben wir eine Fitkröte. Na, vielleicht zweimal ein bisschen doof. Eine Fickkröte müsste eigentlich reichen und dann noch ein bisschen... Ein bisschen modifizieren. Naja. Aber zwar nicht, dass es so viel gebracht hat.
Löschflügler. Aber ich dachte, ob das noch irgendwas bringen würde. Ja, war ein bisschen klar, dass immer das gleiche ist. Von der Menge her. Aber wenn ich jetzt 3 Stück davon nehme. Wechselforstschwanz, rot. Ja, rot, rot, rot. Vielleicht bringt das was. Brandschutzmedizin. Ja, das heißt, in der vorherigen Umgebung nicht in Flammen aufgehst. Und Todesberg gibt es keinen größeren Segen. Brandschutz klingt schon mal gar nicht so schlecht. Kann ich das weiter zurück? Okay. Na, vielleicht hierhin, dahin und so. Okay, okay. Ist bloß die Frage. Ah, da war ja hier. Von hier rüber segeln. Na, vielleicht klappt's ja. Brandschutzmedizin, sehr interessant. Problem natürlich, was man gerade gesehen hat, ist nur Level 1. Genügt mir Level 1 dafür? Gut, ich will sowieso ins Gebiet der Zoras, also kann ich es jetzt eigentlich ruhig mal testen von dem her, aber trotzdem. Kommt Zeit, kommt Rat, wa? So, dann nochmal schauen, war das ungefähr? Das war hier. Das wäre noch so markieren, weil sonst sehe ich ja nichts. War das doch schon da unten? Nein, ich glaube, das war noch ein bisschen weiter weg. Zum Glück haben wir noch ein bisschen extra Ausdauer. Ja, nee, da muss ich ziemlich weit rüber. Na, wird schon gut gehen. Solche langen Flüge, ein bisschen extra Ausdauer, ne? Schaden kann es ja eigentlich nicht. Jetzt sind wir halt auch schon da. Ja, da unten war es irgendwo. Genau, da unten war es. Tja, und die warten immer noch. In der Dame stehst du, meinst du, was du lernst, wa? Die Regeln sind dieselben. Wenn die Arena verlässt, wechselt sogar Schlappmaus, ist Schluss. Und jetzt legen wir los, Mann. Ausdauerhärtetest. Jetzt wird's gleich richtig heiß. Okay. Trank reinziehen und gucken, was passiert. Das ist heiß.